gewonnen haben. Und an der WM 1974, da gab es, man höre und staune, 66 Starter und nur 18 kamen ins Ziel. Mit euch zur Schule fahren? Das Autoschlüssel ist weg. Die Eltern haben verschlafen. Ich hab einen Platten. Ja, klar. Ja. Morgen. Kann ich mitfahren? Meine Einfahrt ist total zugeparkt. Ja, klar. Gib Freude mehr Raum. Der neue ID.Buzz GTX. Jetzt auch mit 7 Sitzen. Volkswagen. Der Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid und exklusive E-Tech Full Hybrid Angebote für ADAC-Mitglieder. Nichts Großartiges im Leben beginnt mit einem Vielleicht. Schon gar nicht mit einem Eventuell. Und erst recht nicht mit einem Aber. Wir bei Vodafone glauben, alles beginnt mit einem Go. Was immer ihr tut, wir unterstützen euch mit der richtigen Technologie. Together we can. Letzten 2 Runden, wenn ich noch dabei bin, aber wenn du nicht wirklich eine ganz gute Form hast, dann spülst dich automatisch hinten raus. Ja, es ist noch Weg zu fahren, 4 Runden insgesamt noch. Hier wird noch mal so ein wenig kommuniziert, teamintern beim Team Emirates, die aber wirklich alles mittlerweile fest im Griff haben. Schauen Sie mal, das ist jetzt der Rest. Das ist jetzt, kann man es noch sagen, Verfolgergruppe, Feld, wie auch immer, aber es ist nicht mehr groß. Meistens verzählt man sich ja doch, man verschätzt sich und wenn man durchzählt, dann sind es meistens 10, 15, 20% mehr Rennfahrer, als man vielleicht so gedacht hat. Aber der hat das richtig gut gemacht hier. Und dass er Zug auf der Kette hat, das sieht man hier. 40 Sekunden weit weg davon, gefährlich zu werden. Aber der ist ja auch gerade erst los. Und Gelders, das ist echt ein guter Rennfahrer. Das muss man sagen. Den ganzen Tag vorne, hart am Limit gefahren. Viel Führungsarbeit und kann hier trotzdem bergauf mit Moritz mitfahren, der ja auch ordentlich da hochfährt. Sonst hätte er den Vorsprung nicht rausgefahren. Stark. Ja, für die Konkurrenten ist Moritz ein Problem auf dieser Strecke, denn er fährt sehr gut bergauf, das sehen wir. Auf der Ebene kann er unheimlich Drive entwickeln. Er ist ja auch einer, der, wenn er kann, ein 58er Kettenblatt montiert, also eine Riesenübersetzung.
und bergab, wenn es richtig bergab und technisch wird, dann nimmt er den anderen Zeit ab. Also hier, die Situation habe ich vor der Pause erwähnt. Sie sind gute Freunde, Mohoric und Pogačar. Man hat das Gefühl, sie hätten auch ein bisschen rausgenommen in dieser Phase. Vielleicht ist das Ziel ja auch, dem Mohoric so viel Vorsprung zu geben, dass wenn sich Pogačar alleine lösen könnte, dann würde er sich vorne bei Mohoric andocken und es gäbe überhaupt keine Probleme zwischen den zwei Slowenen. Die würden zusammenarbeiten. So, er hat fertig. Er hat jetzt hier eine Menge geschrubbt auf den letzten Kilometern. Juan Ayuso, und er lässt es jetzt hier austrudeln über die Bergwertung, die sich jetzt zuletzt Mohoric geholt hat. Mohoric, der hier keine Geschenke verteilt und sagt, ey, Gelders, du hast doch bestimmt noch Bock da, die nächsten 9 Punkte einzusacken. Der hat die sich jetzt selber geschnappt, spielt keine große Rolle. Von daher können wir dann heute auch diese Bergwertung mal beiseite schieben, denn letztlich wird derjenige gewinnen, der in der letzten Runde dort oben als Erster über den Strich fährt. So, Mohoric gibt auch das Kommando hier vorne überhaupt gar nicht mehr ab. Der dreht sein Ding durch. Ob der Gelders da hinten noch dran pappt oder nicht, ist ja völlig Humpe. Hier noch einmal die Zusammenfassung der dann jetzt aktuellen Punkte. Gelders bei insgesamt 11 in der Summe. Jetzt kommt wieder ein Streckenabschnitt, der ihm echt richtig gut liegt. Du hast es erwähnt, der fährt da richtig hart um die Kurven, kommt mit Schwung schon rein. Und die Wellen, die da kommen, 600, 700 Meter, da ist er wirklich auch in der Lage, richtig drüber zu knallen. Da wird er auch nicht viel Zeit verlieren. Nur an dem langen Hügel hier auf der Runde, klar, da macht er nicht wirklich Zeit gut, da verliert er eher. Aber ansonsten, wir haben wenig Wind, dadurch auch wenig Gegenwind, der immer zum Nachteil von jemandem allein an der Front ist. Da müssen die sich jetzt auf jeden Fall schon richtig strecken und richtig gegenhalten, damit sie ihn da nicht auf eine Minute wegfahren lassen. Er ist auch ein Tüftler. Er arbeitet sehr viel mit den Ingenieuren, mit den Aerodynamikern, versucht da die Maschine noch schneller zu machen. Also von den Kenntnissen und von der Ambition von Matej Mohoric profitieren alle anderen Teammitglieder und natürlich auch die Entwickler der Marke Merida. Ja, Matej Mohoric, blicken wir nur mal auf die jüngsten Ergebnisse dieses Jahres. 6. in der Gesamtwertung der Polen-Rundfahrt, 8. in der Gesamtwertung der Renewy Tour. Am Freitag in Quebec City, da war es ein 30. Platz gewesen. Okay, aber wie gesagt, wir haben heute schon genug darüber gesprochen, dass man dieses Rennen in Quebec City nicht so ganz mit dem hier in Montreal vergleichen kann. Schon aufgrund der Tatsache, dass es hier wesentlich mehr Höhenmeter zu bewältigen gibt. Aber ich habe vorhin auch noch mal ganz kurz irgendwo das Gesicht von Michael Matthews gesehen. Also der ist auch noch mit von der Partie. Ja, wird schwierig werden, ne? Für Michael Matthews, wenn es hier richtig 2, 3 Runden noch über diesen Kamilien-Hutberg voll gefahren wird, dann kann ich mir vorstellen, dass Binyam Girmay, Michael Matthews, Romain Grégoire, Alex Aramburu vielleicht dann doch ein bisschen leiden, aber der Bini ist schon gar nicht mehr dabei, Jean-Claude, den können wir schon von der Liste runterstreichen. Ja gut, dann ist es sowieso, also wir hatten gesehen, ich hatte das auch zu Protokoll gegeben, dass der gewisse Probleme haben würde. Es ist nicht einfach, also ein Rennen wie das vom Freitag, wo du eben diese Sprintqualität brauchst, diesen unheimlichen Punch, der kommt dir hier nicht zwingend entgegen. Genau so sieht's aus. Aber er macht das gut. Du hast gerade auf die Affinität zur Technik hingewiesen. Der ein oder andere weiß es vielleicht nicht. Hatte seine Merida-Maschine da für Mailand-Sanremo sogar so umgebaut, dass er gesagt hat, ey, ich probiere das. Lieber ein halbes Kilo mehr, aber dafür bergab das schnellste Setup. Wenn, dann gewinne ich eh nur in der Abfahrt und nicht bergauf. Riesen Bremsscheibe vorne montiert. Ich glaube, ein 30er Reifen und eine Dropper-Post, also eine Sattelstütze, die er vom Lenker aus runterfahren konnte, um mehr Kontrolle, um mehr Aerodynamik ins Fahrrad zu bringen. Fährt also vorne mit über den Poggio, nicht ganz vorne, aber weit genug vorne. Attackiert oben drüber und fährt den Jungs, immerhin Wout van Aert und Mathieu van der Poel, 2 der weltbesten Cyclocross-Fahrer, auf der Abfahrt weg. Das war schon wirklich ein Kunststück. Und
Und da sieht man mal, wie tief der da ins Detail geht. Ganz klasse gemacht von ihm, Matej Moric. Hat ein Man paar sagt- Schutzengel an diesem Tag. Und zeigt Jetzt habe ich uns- es nicht verstanden. Entschuldige, was sagst du? Er hatte ein paar Schutzengel an diesem Tag. Ja, der Zweimal Blumenkübel. hat er wirklich... aber gehört dazu und die Geschichte geht natürlich mit in die Radsportlegende ein, weil er eben diese absetzbare Sattelstütze hatte. Und Mailand Sanremo so zu gewinnen, das kann ja auch nicht jeder. Ich wollte nur sagen, man zeigt uns die französischen Meister Paula Perra, über den wir schon gesprochen haben. Der befindet sich aber ziemlich weit hinten im Feld. Und da haben wir auch gerade Michael Leonard gesehen. In der Pause, in der letzten hier bei Eurosport, ist eben der junge Kanadier, der heute lange Zeit in der Fluchtgruppe war, dann auch da vom Feld aufgesammelt worden. Hier haben wir ihn jetzt ganz hinten am Ende des Feldes mit der 35. Aber der hat sich zumindest heute den Tag über gezeigt. 42 Kilometer sind es insgesamt noch und es sind diese Feigenblatt 21 Sekunden dieses Feldes hin zu den beiden Ausreißern. Ja, richtig Zug drauf, Joe. Ja, von vorne, da kommt heute keine Ruhe mehr rein. Wir haben ja heute über den schlechten Straßenzustand hier auch, upsa, da verfährt sich einer, schon gesprochen. Jetzt aus dem Helikopter hat man es erstmal richtig gesehen, zumindest mal die Gegenfahrbahn ist frisch geteert worden. Das macht uns doch hier ganz hoffnungsschwanger, dass vielleicht nicht erst zur WM 2026, sondern schon im nächsten Jahr auch die Gegenfahrbahn frisch geteert ist. Sprich also jetzt die Abfahrt, die die Herren gerade nehmen müssen, dass die da aus diesem Schlagloch-Desaster dann eben herauskommen. Zumindest mal sah das schon mal sehr gut aus. Ja, wir haben am Anfang der Sendung ja mal drüber philosophiert, die These aufgestellt, ich zumindest, und das habe ich irgendwo auch gelesen, dass man das machen wollte. Und ja, diese vermehrt auftauchenden dunklen Flecken im Asphalt scheinen vielleicht so ein paar Last-Minute-Flick-Bemühungen mit Heißteer, mit Heißasphalt gewesen zu sein. Oh, hier hat's gerissen, schau an. Spannend Erster auch, dass großer das Riss. Team Lidl Trek, wie viel sind da noch? Quinn Simmons sehe ich und dann noch 2. Boah, jetzt tut's richtig weh. Oh, jetzt tut's richtig weh. Da möchtest du auch nicht der Rennfahrer sein, der die Lücke hat aufgehen lassen. Ja, vor allem der sie zufahren muss. Ja, Das ist noch schlimmer. noch viel schlimmer. Ja. Nein, aber es ist typisch. Also der Effekt dieser Führungsarbeit, der zeigt Wirkung. Wenn 3, 4 so Löcher entstehen und dann kommt die nächste Kurve und dann musst du wieder zufahren. Also irgendwann reißt der Faden mal, wie die Rennfahrer sagen. Und jetzt ist die Vorbereitung da. Für Matej Moric wäre es ja jetzt auch Zeit, dass sein Freund Pogačar von hinten heranfliegt. Denn was Moric macht, das kannst du nicht über x Runden machen. Also ja, jetzt wissen alle, was es geläutet hat. 3 Runden vor Schluss sollte eigentlich die Attacke von Pogačar erfolgen. Hält sich trotzdem nach wie vor super da vorne. 19 Sekunden nach wie vor der Vorsprung, einfach weil er hier in diesen technischen, in diesen anspruchsvollen Schluchten nichts verliert. Matej Moric wirklich eine Augenweide auf seinem Fahrrad, wenngleich ich bei dir bin. Also da den Poggio runter, da wäre er fast quer am Blumenkübel entlang gefahren. Hier haben wir ihn im Bild, den sympathischen Rennfahrer von Bahrain Victorious. Immer so ein bisschen den Schalk im Nacken, auch bei den Interviews. Also ich finde, der ist echt eine tolle Bereicherung. Nur wie hier gefahren wird, da wird er nicht viel Freude an diesem Vorsprung haben, zumal er, ja, da hätte er jetzt auch alleine unterwegs sein können, da er auch gar keine Hilfe in Anspruch genommen hat von den anderen, gar nicht diese Hilfe auch erwarten konnte von den anderen. Mittlerweile ist es ja nur noch Gelders und der ist froh, dass er da überhaupt noch irgendwie dran ist nach den langen Fluchtkilometern. Wir sehen auch, der Vorsprung schmilzt. Jetzt hatten wir ja derweil nur noch 16 Sekunden Rückstand gehabt und sie ziehen sich ja mehr und mehr Schritt für Schritt wieder an den Slowenen da vorne heran. Ja, schade. Ich habe es auch anders vermutet, bin ich ehrlich. Ich habe gedacht, die lassen die Lücke einen Tick größer und Pogačar kommt mit einer richtigen Attacke von hinten. Jetzt funkt er gerade wieder. Ist
viel im Kontakt mit seinen Jungs, ne? Ja, Lude, aber das hat einen guten Grund. Der hat sich umgedreht und hat gesehen, dass hinten x Lücken entstehen. Und das wollte er nicht einfach so vorbeigehen lassen. Also klar, Moric ist ihm vielleicht auch ein bisschen wichtig, aber was hinter ihm jetzt sich abspielt, das ist noch viel wichtiger. Also es ist ja viel einfacher, wenn du vorne das Tempo hochhältst und es reißt hinten ab, als wenn du den ganzen Rattenschwanz hinten nachziehst und dann am Berg so eine Entscheidung suchst. Und das ist der Grund, wieso dass man das Tempo erhöht hat. Das ist auch der Grund, wieso man den zweitbesten in der Teamhierarchie jetzt vorne eingespannt hat. Das ist Tim Wellens. Hast du recht, ja. Die haben sofort gesehen und reagiert. Komm, das tut denen so weh. Der Ziehharmonika-Effekt, den lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Nein, und wir lassen uns die Live-Bilder nicht nehmen. Oh, come on. Ja, nur mal ganz kurz auf diese Situation. Und man wird beim Team Emirates auch gesehen haben, dass einige Mannschaften mittlerweile ja schon so weit gebracht worden sind, dass die Leader isoliert sind. Das heißt, die haben zum Teil gar keine Mannschaft mehr. So, da haben wir die Live-Bilder wieder. Können wir ja hier mal, das ist eine stationäre Kamera, gucken. Wir haben ja schon darüber gesprochen, hier bei Lotto Destiny. Sie waren zu dritt, haben dem Pogacar das Leben schwer gemacht im Finale von Quebec City. Ja, Arnaud de Lie ist hier raus. Ich habe ihm eine kleine Chance gegeben, weil er eben auch unter diesem Jahr gezeigt hat, dass es durchaus auch für ihn bei diesen schweren Rennen eine realistische Chance ist, da mit reinzuhalten. Jetzt aber muss man umswitchen und Maxime van Gils hat wohl offenbar auch nur noch einen an seiner Seite. Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ich habe mich nur gerade wieder gewundert, wie viele das dann doch jetzt noch sind. Klar, wir sprechen immer vom kleinen Feld, aber du musst auf der anderen Seite die Relation sehen, wie lang das Rennen ist, wie viel Höhenmeter. Und die Verlockung, wenn du nicht die Superbeine hast, aber nächstes Jahr schon einen Vertrag, hier im Herbst der Saison jede Runde noch mit durchzufahren. Also ich bin eher überrascht, wie viele Rennfahrer jetzt hier auf die letzten 37 Kilometer noch einbiegen. Gemeinsam. Der schlaue Alaphilippe, der hat sich schon ans Hinterrad nicht einmal gesehen von Pogacar gesetzt. Also klar, es gibt Rennfahrer, die haben eine gute Nase, wie es heißt. Also die können das Rennen lesen, die können aus diesen Elementen ziemlich genau, vorausschauen, was passieren wird. Und ist klar, wenn du weißt, dass Tim Wellens, die Nummer 2 im Team, jetzt die Führungsarbeit leisten muss, dann kann es nicht mehr allzu lange gehen, bis die Attacke von Pogacar erfolgt. Ben Healy ebenfalls. Das Problem wird sein, wer kann nachfahren? Die Aktion von Matej Moric, die wird versanden. Also der Zeitpunkt der Einholung, ähnlich wie beim 4x100 Meter in der Leichtathletik, wo die Stabübergabe ziemlich genau definiert ist, ist auch im Rennsport nicht so wie auf einer Leichtathletikbahn, aber der Einholungsprozess, der muss wirklich an einem Ort stattfinden, wo du dann auch das Hinterrad von Pogacar erwischen kannst. Und im Aufstieg ist das für Matej Moric oder für Gilles Gelders, der den ganzen Tag vorne mitgefahren ist, nicht möglich. Die Liste der Aufgaben wird länger. 56 haben wir jetzt mittlerweile und da gehören dann eben auch so illustre Charaktere mit dazu wie Frank van den Broek. Das heißt, das Team DSM Firmenich Post NL muss hier zusehen, dass man dann eben mit Romain Bardet und Barguil irgendwie weiter durchkommt, denn die Mannschaft ist auch ordentlich eingeschrumpft. Sean Flynn war der Letzte aus der Mannschaft, der die Segel hat streichen müssen. Also wir merken schon, aus allen Mannschaften muss man ordentlich federn lassen. Und das Team Emirates hat alles dafür getan, dass ganz genau diese Situation hergestellt worden ist. Und ganz, ganz unscheinbar Jorgensen und Co. da von Visma-Lease Bike, bisschen tiefer im Feld drin. Aber die fahren so, als würden sie gar nicht dazugehören. So, Tim Wellens ist durch. Ja, der hat dazu gehört, toll gemacht. Ziehharmonika-Effekt hart ausgenutzt und einigen da hinten richtig, richtig wehgetan. Nicht abgehängt, aber sie sehr, sehr müde gefahren. Vorne rollst du doch deutlich schneller und besser durch die Kurven. Sicherer vor allem. Und da haben wir Michael Matthews, der wird es nicht schaffen, wie 2018 beide Rennen zu gewinnen.
Das Ding ist durch. Auch er also von der Liste der möglichen Sieger hier heute in Montreal. Ja, war vorauszusehen, haben wir auch so geschildert. Und 36 Kilometer vor dem Ziel, Marc. Du erinnerst dich, bei der Coppa Sabatini, das war die Distanz, wo Marc Hirschi sich verabschiedet hat. Marc Hirschi vom Team Emirates, wenn es eine Regel gibt, dann könnte es auch für Pogacar gelten. Allerdings habe ich jetzt wieder das Gefühl, dass der das Ganze so steuert, dass er wieder ein bisschen Druck aus der Maschine nimmt. So, Auflösungserscheinung bei Decathlon, Age du Désert, La Mondiale, Paula Perra haben wir vorhin gesehen. Stan de Wolf ist jetzt gleich der nächste gewesen. Also auch da wird der Kreis der Verdächtigen immer geringer. Dorian Gondon, der müsste hier vorne noch mit drin sein in dieser Gruppe. Ja, du hast diese ominösen 36 Kilometer angesprochen und jetzt fahren wir ja hier noch einmal über diese Kuppe drüber. Dann kommen wir ja erst einmal in diese langgezogene Abfahrt. Also da wird sicherlich schönere Punkte geben, als anzugreifen. Ich habe ja vorhin schon mal, Mohoric ist jetzt auch weg vom Fenster, vorhin schon mal gesagt, die letzten 2 Runden, Quinn Simmons ebenfalls auf Wiedersehen, das werden die entscheidenden sein. Hier nächste Runde, da bin ich ja mal gespannt. Genau diese Stelle hier. Ja, ich hätte jetzt schon damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich habe erwartet, dass man direkt über Mohoric drüber zieht. Aber ist natürlich auch noch weit. Nur ja, immer so ein bisschen im Hinblick auf die lange Pause und die kurze Zeit bis zur WM. Aber vielleicht reicht es Tadej Pogacar auch, sich hier jetzt so zu belasten. Das Rennen ist eh schon sehr, sehr hart. Der entscheidende Punkt ist, wie die Helfer sich fühlen. Also solange er weiß, ich kann vielleicht noch eine Runde hinauszögern, ich habe noch einen, der mir diese Rampe baut, um wegzufahren, da wird er es möglichst hinauszögern. Und die machen immer wieder das Gleiche. Oben auf Kamilienhut, hier haben wir Domen Novak vorne, wenn es richtig weh tut über die Kuppe, verschärfen sie immer das Tempo. Aber Jean-Claude, würdest du mir beipflichten, wenn ich sage, manchmal hat er die Form und den Spaß, da haut er einfach drauf und es gibt überhaupt gar kein Wenn und Aber, da kann keiner mitfahren. Heute muss er taktisch fahren, damit er das Rennen gewinnt? Ja, haben wir ja erlebt, ne? Bei der Strade Bianche, seinen ersten Einsatz im Jahre 2024. Wie viel waren es? 83 Kilometer vor dem Ziel hat er drauf gelegt. Ja. Ne? Und ja, also wenn er so ein Szenario planen. Vielleicht ist es jetzt doch auch ein bisschen anders. He? Wir kennen das alle als Berufssportler. Wenn du aus einer Winterpause für die Sommersportler kommst, dann möchtest du ja auch testen, wo du stehst. He? Klar hat man die Referenzwerte, aber so wieder richtig Freude am Fahren, so wie es bei einer berühmten bayerischen Automarke heißt, das ist sicherlich am Anfang des Jahres seine Motivation gewesen. Jetzt ist alles viel kontrollierter und die 2 Rennen sind natürlich auch anders. Aber im Moment zögert er, weil er auch sieht, dass da noch ziemlich viele mit dabei sind und diese vielen Rennfahrer haben den einen oder anderen Helfer. Also jetzt zu attackieren ist vielleicht ein bisschen problematisch. Ja, ich hätte auch eine Attacke erwartet, aber er hat es vertagt. Nelson Paulus da in der 2. Position. Der hatte vorhin noch Ben Healy an seiner Seite gehabt. Übrigens einen nordamerikanischen Sieger hier in Kanada hat es überhaupt noch gar nicht gegeben. Das wäre dann eine Premiere. Also Nelson Paulus, der ist immer noch mit von der Partie. Wir haben auch noch ein paar andere interessante Namen gesehen. Simon Yates zum Beispiel, da auch auf einen der vorderen Positionen. Er wird ja seine aktuelle Mannschaft zum Jahresende verlassen in Richtung Visma Leasebike. Kurze Pause nochmal hier bei Eurosport. It's all about passion, efforts, and repeat. The bike is a part of my body and a part of my life. It's just amazing to be here in Val di Fassa. I feel peaceful here, you know. Ecco qua il pulsone di Moena dell'Agricultural March. For the team, it's an essential break from the pressure of competitions. It's like a family for me. Here I feel that with our sport, we honor the giants that came before us.
After long and hard training on the Dolomites, there are moments like this when you stop and savor the moment with your brothers. And you look around, you become one with the nature you have just conquered. Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Deswegen stehen wir niemals allein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Ein Feuerwerk aus der Luft. Der neue Dacia Duster. Jetzt ab 18.950 €. Warum fahren jetzt so viele zu den Orlen- und Star-Tankstellen? Ganz einfach. Bei uns könnt ihr preiswert tanken, ressourcenschonend euer Auto waschen, zeitsparend per App bezahlen, etwas echt Leckeres snacken und bald auch euer E-Auto laden. Kommt vorbei und probiert es aus. Wir sind für euch da. Orlen und Star. Gemeinsam mehr bewegen. Von mir können Sie noch was lernen. Sparen. Fensterversand.com, die Nummer 1 für Fenster und Türen online. Sonnenenergie reist 150 Millionen Kilometer. Warum kann sie dann nicht in unserem Auto weiterreisen? E.ON macht euch zum eigenen Stromproduzenten. Und mit dem Home Energiemanager entscheidet ihr, wofür ihr ihn braucht. Zum Beispiel zum sauberen Laden eures E-Autos. Energie tanken, die aufs Haus geht. It's on us. E.ON. Können wir heute mit euch zur Schule fahren? Aber das Autoschlüssel ist weg. Die Eltern haben verschlafen. Ich hab einen Platten. Ja, klar. Ja. Morgen. Kann ich mitfahren? Meine Einfahrt ist total zugeparkt. Ja, klar. Gib Freude, mehr Raum. Der neue ID.Buzz GTX. Jetzt auch mit 7 Sitzen. Volkswagen. Da bin ich sicher. So, hier gibt's noch mal eine letzte Verpflegung. In diesem Fall für einen der Kanadier, Derek G. Derek G., der sich aber die ganze Zeit hinten in dem jetzt mittlerweile ausgedünnten Feld aufgehalten hat. Es ist kleiner geworden. Wir haben gerade mal über so einige Gesichtsstudien gesprochen. Matthew Jorgensen sieht noch wahnsinnig entspannt aus, könnte hier vielleicht versuchen, in der nächsten Runde nochmal mit dem Mute dieses Rennen aufzubrechen. Wir haben auch gesehen, dass Tadej Pogačar so aussieht, als wäre er gerade erst losgefahren. Ganz locker, ganz ruhig. Man hat hier bislang beim Team Emirates aber auch alles im Griff gehabt. 30,6 Kilometer sind's noch und wie Fahrer mögen es noch sein hier vorne drin. 50, 60? Ja, 50 würde ich sagen. Ich habe mal grob durchgezählt. Kleine Gruppe war noch dahinter, nicht weit weg, aber klar, die sind nicht durch Zufall und nicht über Windkante, sondern über Stärke abgehängt geworden, auch wenn die noch mal rankommen. Das ist dann Makulatur, da passiert nichts mehr. 30,5 Kilometer und nach wie vor UAE mit dem Zepter in der Hand. Ja, jetzt stellt sich einfach das Problem, dass er nur noch Domenova kann. Ne? Und wenn der da so führt, dann kann er von ihm vielleicht auch nicht verlangen, dass der da noch schnell in Familienhut hineinfährt. Hallo, Michael Woods, von ihm haben wir heute auch schon gesprochen. Er, der sich nach seinem formidablen Sieg bei der Spanrundfahrt der Königsetappe müde gefühlt hat. An seiner Seite noch Frederik Versnes aus der Uno X Mobility Mannschaft. Die haben sich heute überhaupt gar nicht gezeigt. Die Norweger, in diesem Fall stimmt sogar, es ist heute hier in Montreal ein rein norwegisches Line-Up. Und wir da jetzt rein in diese schnelle Abfahrt. Blicken wir mal auf das Ende dieser Gruppe. Ich habe vorhin gesagt, Nelson Paulus ist noch vorne zu finden. Der hatte vorhin auch noch Ben Healy an seiner Seite gehabt. 3 Fahrer von EF Education Easy Post sind überhaupt noch in dieser vorderen Gruppe mit dabei. Nochmal grob durchgezählt, müssten so um die 55 bis 60 Rennfahrer sein, die hier aktuell die Spitze dieses Rennens bilden. 30 Kilometer sind es noch ungefähr. Und nach wie vor
UAE, Domen Novak, der Mann, der das Tempo macht. Ja, im letzten Jahr waren genau 60 Rennfahrer am Ziel. Greg van Avermaet der Letzte mit über 12 Minuten Rückstand. Greg van Avermaet, der quasi seine Karriere beendete, der zweimal dieses Rennen für sich entscheiden konnte. Im Jahre 2022, als Pogačar dieses Rennen gewann vor Wout van Aert. Da waren 76 Rennfahrer am Ziel, der Letzte mit 21 Minuten und 21 Sekunden Rückstand. Also es gibt einen Kontrollschluss, wenn man die UCI-Punkte und alle, die dieses Rennen beenden, bekommen für die Weltrangliste UCI-Punkte, muss man innerhalb des Kontrollschlusses sein. 8% der Siegerzeit ist der Kontrollschluss. Gerade Julian Alaphilippe gesehen, der sich verabschieden wird von der Mannschaft. Soudal Quickstep hat er nochmal von 10 unvergesslich schönen Jahren gesprochen. Natürlich mit Höhen und Tiefen. Es gehört natürlich auch zu einer langen Radsportkarriere mit dazu. 12. Oktober, Lombardei-Rundfahrt, live bei Eurosport Discovery Plus, wird dann sein letztes Rennen im Trikot von Soudal Quickstep sein. Und vielleicht möchte er sich ja hier, ja, nicht vielleicht möchte, sondern vielleicht kann er sich ja hier mit einem tollen Ergebnis so langsam von seiner Mannschaft verabschieden. Wäre jetzt so mal mein Geheimtipp, weil den haben wir nicht einmal gesehen, außer jetzt gerade. Schön positioniert, nicht zu weit vorne, sich verpflegen, ganz wichtig. Gerade wenn es warm ist, vergisst man gern mal zu essen. Selbst gestandene Profis hat man immer mal wieder, ja, Tank war leer, ich habe vergessen zu essen. Ey, du machst das seit 30 Jahren, wie kann man da vergessen zu essen? Ja, hektisch und hier schnell, bla bla bla. Alles schon erlebt. Julian Alaphilippe hat mir sehr gut gefallen, da die Attacke Freitag, die wir jetzt häufig in den Highlight-Reviews hatten, als wir eben kein Live-Bild hatten, wäre doch so jemand, der vielleicht auch im Sprint gegenhalten kann bei einem Tadej Pogačar. Klar, das ist eine harte Welle, das ist eine harte Zielgerade, aber da würde ich auf dem Papier an einem super Tag Julian Alaphilippe durchaus Chancen einräumen. Ja, war ja auch zweimal Weltmeister. Und wir sehen, dass Rafał Majka noch vor Tadej Pogačar ist. Also Domen Novak, der bestimmt hier die Pace. Und der Tadej Pogačar wird sich auf die Vorarbeit von Rafał Majka verlassen können. Denn von Domen Novak kannst du nicht verlangen, dass der dann dieses Tempo auch in Kamelienhut noch hochhalten kann. Der Blick auf Montreal, den haben wir heute ganz oft genossen. An uns eben die Fernsehbilder weggekippelt sind, die jetzt aber doch erfreulicherweise sehr stabil sind hier für dieses Finale. Ich bin ja mal gespannt, ob ich mit meinem Bauchgefühl recht habe, dass wir an der vorletzten Überquerung von Kamelienhut eigentlich schon einmal so ein erstes Komplettaufbrechen sehen werden. Wir nähern uns eben ganz genau diesem Punkt des Tages, denn nur noch zweimal müssen die Herren, die noch übrig sind, so wie Gerhard Zimmermann hier an der letzten Position von Enter Marché-Vonti, darüber fahren, über diesen Scharfrichter. Aber definitiv wird da bei der nächsten Überquerung nochmal ordentlich ausgesiebt, denn die alle werden da oben jetzt gleich nicht noch ankommen. Jean-Claude, wie geht's dir, Team UAE? Ich bin ein bisschen überrascht, dass hier noch, eben war es sogar noch zu viert, Tim Wellens noch dabei war, aber ein Juan Ayuso, ja, halbe Runde von vorne, auf Wiedersehen. War jetzt nicht die stärkste Helferrolle, die er jemals eingenommen hat in seinem Leben, oder? Ja, das ist das Problem von Juan Ayuso. Das hat man ihm bei der Tour de France schon unterstellt. Und die Galibier-Etappe gesehen haben, die wissen, wie da Almeida seine Hände verworfen hat, um Ayuso in die Führung quasi zu zwingen. Der wollte nicht recht. Aber eben, also die haben ja mal sehr früh angefangen, 160 Kilometer vor dem Ziel da zu fahren. Dann haben sie wieder rausgenommen, dann haben sie wieder angesetzt, dann haben sie wieder gefahren. Dafür, dass wir oft erlebt haben, dass die das ganze Feld schon auseinandergerissen haben, sind jetzt doch noch sehr viele Rennfahrer dran. Und vergessen wir nicht, es ist nur noch Domen Novak da und Rafał Majka. Also ob das dann die Situation ist, die Tadej Pogačar haben will,
Das werden wir bald sehen, den Markt. Du könntest mit deiner Prognose recht haben. Bleibt ja auch nicht mehr so viel übrig. Und die Frage ist dann eben, wer dranbleiben kann an Tadej Pogačar, ob jemand überhaupt noch den Konter setzen kann und das Beispiel von Alaphilippe, das du genannt hast, Lude, ob das auch eintreffen kann. Das heißt, dass wenn er sich nicht absetzt, dass es zum Sprint einer kleineren Gruppe kommt. Aber da hat er ja auch schon bewiesen vor 2 Jahren, dass er aus dieser Situation gewinnen kann. Wout van Aert zu schlagen im Sprint, das ist ja auch nicht jedem gegeben. Ja, da hast du recht. Ja, das war schon stark. Ja, ich bin gespannt. Drücken wir mal die Daumen, dass da der Herr Rode jetzt recht behält und wir jetzt in wenigen Sekunden, in wenigen Minuten ein erstes richtiges Feuerwerk erleben. Zumindest mal hat sich Julien Alaphilippe jetzt hier mit der Anfahrt auf diese Kurve, hier haben wir ihn rechts im Bild, schon mal wieder ein bisschen weiter nach vorne positioniert. Das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Zeichen, dass gegebenenfalls hier gleich mal richtig die Party losgeht. Hier nochmal schnell Verpflegung. Und wir werden uns auch nochmal ganz schnell verpflegen. Bei Eurosport schieben wir nochmal eine ganz, ganz kurze Pause ein. Aber Sie werden hier nichts versäumen. Und bei Discovery Plus sind wir sowieso weiterhin live mit dabei. Der Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid und exklusive E-Tech Full Hybrid Angebote für ADAC-Mitglieder. Morgen! Können wir heute mit euch zur Schule fahren? Aber das Autoschlüssel ist weg. 3 Eltern haben verschlafen. Ich hab einen Platten. Ja, klar. Morgen. Kann ich mitfahren? Meine Einfahrt ist total zugeparkt. Ja, klar. Gib Freude, mehr Raum. Der neue ID.Buzz GTX. Jetzt auch mit 7 Sitzen. Volkswagen. KUKA. Immer 100 Grad kochendes, gekühltes sprudelndes und stilles Wasser. Der Wasserhahn, der alles kann. Mehr Infos auf kuka.de. Neu, Deutschlands günstigster Stromtarif für Hausbesitzer. Jetzt auch in PAL.de. Wie viel ist dein Auto wert? Auf wirkaufendeinauto.de findest du es schnell und einfach heraus. Gib einfach deine Autodetails ein und erhalte den Verkaufspreis. Nicht nur einen Schätzwert. Und nach einem kurzen Check in einer Filiale verkaufst du dein Auto an uns. Hol dir jetzt deinen Preis auf wirkaufendeinauto.de. Snox macht Basics für uns alle. Shoppe jetzt die Produkte, die am besten zu dir passen. Bei der Telekom kann man jeden Tag 1 Stunde unbegrenzt surfen. Gibt's ja nicht. Was glaubst du, warum Peter seit einer Stunde so still ist? Deshalb. Er ist am Handy. Zusätzlich 1 Stunde täglich unbegrenzt surfen mit der Mobile Happy Hour. Nichts Großartiges im Leben beginnt mit einem Vielleicht. Schon gar nicht mit einem Eventuell. Und erst recht nicht mit einem Aber. Wir bei Vodafone glauben, alles beginnt mit einem Go. Was immer ihr tut, wir unterstützen euch mit der richtigen Technologie. Together we can. Leere Geschäfte. Keiner kauft mehr was bei diesem Preis. Sag mal, können wir jetzt? Nicht ins Bild laufen. Hey, nicht ins Bild! Hey, wir machen hier Jetzt mit dem Prozentomat täglich Gutscheine, Rabatte und Preise gewinnen. Auf dom.de und in der App Dom. Respekt, wer es selber macht. Das Finale in Montreal ist eröffnet. Rafa Majka hat alles gegeben und Tadej Pogačar hat dann übernommen und weg ist er.
Schauen Sie sich das mal an, wie groß der Abstand ist. Und da sind ja keine No-Names hinterhergestiegen. Matteo Jorgensen an seinem Hinterrad hat es noch probiert, die Lücke, die da aufging, zu schließen. Julien Alaphilippe auch keine Chance. Das sind die ersten beiden Verfolger gewesen. Aber der Tadej sagt auf Wiedersehen. Und es ist eben diese ominöse vorletzte Runde. Es ist immer das gleiche Drehbuch in Montreal. Nicht immer das gleiche von Tadej Pogacar. Aber in diesem Jahr macht er Copy-Paste und ist weg. Hammerhart. Jean-Claude, was sagst du? Da brennt die Erde. Ja, war vorauszusehen. Also wir sprechen seit 16 Uhr von dem, was jetzt passiert. Und ja, es war klar, jetzt stellt sich eben, wir hatten zwei Fragen. Wann wird er wegfahren und wer kann ihm am Rad bleiben? Das habe ich vor Stunden gesagt. Wir haben jetzt die eine Antwort, nämlich 23 Kilometer vor dem Ziel ist er losgefahren. Jetzt stellt sich die Frage, also die zweite Antwort haben wir auch. Es ist niemand am Rad geblieben. Die Frage ist nur, ob die Gegner in einer zweiten Phase sich so organisieren können, dass sie nochmal rankommen. Ja, 13 Sekunden werden jetzt schon angezeigt und der kommt ja auch richtig, richtig gut bergunter. Hier sehen wir es nochmal, als er losfährt. Genau, Maika hier vorne noch, der schert jetzt gleich aus und dann ging sie ab die wilde Fahrt. Und direkt dahinter, schauen Sie mal, Jorgensen, der hat gar keine Chance, da nur annähernd dran zu bleiben an dem Hinterrad von Tadej Pogacar. Und dann ging so richtig die Lücke auf. Und weg ist er. Und jetzt bin ich aber auch mal gespannt wie ein Flitzebogen, ob es dahinter vielleicht jetzt nur noch darum geht, den Schaden so zu limitieren, dass man sagt, ja, wer noch neben ihm hier aufs Podest drauf darf, der ist lucky. Wir haben schon viel davon gesprochen, die Unterschiede zwischen Quebec und Montreal. Und in Quebec hat er sicherlich in etwa die gleichen Wattzahlen gedrückt, um wegzukommen. Nur kann in einer Steigung wie beim Grand Prix von Quebec ein Rennfahrer oder drei hinten nachfahren. Hier war es klare Sache, da kann niemand am Hinterrad bleiben. Ja, ist einfach länger, steiler und da kannst du dann doch besser den Unterschied machen. Große Gruppe dahinter, 25 Rennfahrer, was nicht immer ein Plus ist, was nicht immer gut ist, weil man sich dann häufig auch anschaut und sagt, auch wenn ihr nicht fahrt, fahren wir auch nicht. Und da oben sieht man es, 23 Sekunden sind es jetzt schon. Aber es sind immerhin auch noch 21,5 Kilometer. Trotzdem, das wird schwer, den einzuholen. Und was passiert dann? Wir haben ja noch eine Überquerung. Ja, hinten stellt sich einfach die Frage, ist noch jemand mit dabei, der sich in der Lage fühlt, im Sprint einer kleinen Gruppe zu gewinnen? Und wie viele Helfer hat er noch? Aber das sieht nicht ganz danach aus, denn alle versuchen hier möglichst schonend ihre Führung zu leisten. Dann schaut man sich um, wer ist dabei, wer kommt noch. Müsste ich mich mit einem Mannschaftskollegen absprechen. Die Gruppe wäre groß genug, um sich zu organisieren. Also das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wer die Verantwortung übernimmt. Relativ viel IF und relativ viel Visma Leasebike, wenn ich es richtig gesehen habe. Und er baut noch aus. Ja, 24 Sekunden haben wir mittlerweile auf der Uhr. Und das ist nämlich ganz genau der Punkt. Es ist ein wenig inkonsequent. Und da wird sich eher nach hinten umgedreht, als sich nach vorne zu konzentrieren. Da, wo er hinblickt, nach vorne, Tadej Pogacar. Es war der erwartete Angriff in der erwarteten Runde. Und jetzt sind es ja nur noch 20 Kilometer in Richtung Ziel. Und ich meine, dem Mann muss man hier nichts vormachen. Der hat hier 2022 gewonnen. Gut, da hatte er dann eben noch Pavel Sivakov an seiner Seite gehabt. Allerdings, jetzt gucken wir mal, ob sie sich hier hinten besser organisieren. Ja, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Also man bemüht sich, da irgendwie die Distanz zu halten. Und man kann ihnen eigentlich nur anraten, fahrt wieder heran, bevor die letzte Welle der Kamillenhut wieder dabei ist. Denn dort kann der Mann, der führt, schneller rauffahren als die Hinteren. Also im Moment eine spannende Sache.
Allerdings, das kostet natürlich auch Körner, da alleine im Wind zu fahren. Und für Pogačar ist es genau das Gegenteil. Also er muss mit einem Vorsprung in die letzte Steigung hineinfahren, sonst könnte es kritisch werden. Ja, schön zu sehen, dass man sich da hinten jetzt nicht sofort geschlagen gibt. Schon mal wieder ein bisschen reduziert. Eben mal einmal auf 19 Sekunden runter. Aber ist natürlich hier schon eine Hausnummer. Auch ein Fingerzeig Richtung Weltmeisterschaft. Nichts gegen die Siege von Marc Hirschi, ne? Aber doch, so ein italienisches 1-1er-Rennen zu gewinnen oder hier World Tour in Montreal mit der Konkurrenz. Jürgensen einfach so vom Hinterrad abzustellen, Pello Bilbao und Co. aussehen zu lassen wie Junioren, das ist schon ein klarer Hinweis darauf, dass wir mit ihm hier vorne auch in Zürich rechnen dürfen. Aber Entschuldigung, Lude, also San Sebastian und Pue sind ja auch in der World Tour. Also von dem her gesehen. Ja, der hat ja nicht nur die gewonnen, hast du recht. Ja, das stimmt. War die Konkurrenz sicherlich auch recht stark. Aber es wird so sein, dass die zwei Mannschaftskollegen vom Emirates dann gegeneinander antreten. Denn Marc Hirschi wird der Leader der Schweizer Nationalmannschaft sein und er hier wird Leader der Slowenen sein. So, wir haben gerade den Angriff da aus dem Feld von Nelson Paulus gesehen. Nelson Paulus, der in dieser Saison noch nichts gewonnen hat. Auch er ein Sieger großer Rennen, wie zum Beispiel der Klassiker San Sebastian im Jahr 2021. Unter anderem aber auch andere Rennen. Und Nelson Paulus, wie gesagt, der hatte sich ja vorhin eigentlich schon immer mal so ganz gut in Stellung und in Position gebracht. War jetzt aber beim Antritt von Tadej Pogačar nicht gerade die erste Option, weil nicht entsprechend positioniert. Jetzt versucht er es eben mit diesem Vorstoß aus dem Feld heraus. Ein paar Meter Vorsprung hat er schon und er zieht das Ding jetzt hier erst einmal weiter durch. Wie gesagt, ein Nordamerikaner hat dieses Rennen hier in Kanada bislang noch nicht gewonnen. Auch bergab eine Augenweide. 26 Sekunden jetzt schon an Vorsprung und ja, das ist jetzt hinten das Problem, ne? Man attackiert sich da gegenseitig und dann hast du halt 60 km/h, 30 km/h. Ich gucke, ich warte. Werden wir wieder mal auf die Live-Bilder warten. Schade, dass das heute so instabil ist hier jetzt im Finale. Aber immerhin, er versucht es, Nelson Paulus. Wird natürlich trotzdem schwierig, da ein Pogačar alleine wieder einzufangen. So, wir haben jetzt die 5-Stunden-Marke überschritten mittlerweile bei diesem Rennen. Wir haben einen 37,8-Schnitt. Wie gesagt, Quebec konnten wir eigentlich ganz gut miteinander vergleichen, weil es die Gesamtdistanz war identisch mit den letzten 3 Jahren. Hier müssen wir eine Runde wegnehmen. Also, die Gruppe da jetzt in seinem Rücken auch noch mal klar. Gruppe hinten zusammenarbeiten würde. Ich weiß, das ist graue Theorie, denn hier vertritt natürlich jeder seine eigenen Interessen. Und wir sehen, dass Rennfahrer wie Nelson Paulus oder vorhin Bardet, Fuglsang rausfahren konnten, hat damit zu tun, dass hinten das Tempo nicht allzu hoch ist. Genau so ist es. Hier hast du schon wieder 28 Sekunden. Einmal Stillstand, auch wenn da einer von Red Bull, Bora Hansgrohe, direkt drüber zieht. Bringt nicht den Effekt, aber das war natürlich auch wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Du fährst nicht mit mir, ich fahre nicht für dich, du fährst nicht mit mir. Und schwuppdiwupp holt er sich ein Sekündchen nach dem anderen. Wenngleich die hier hinten teilweise deutlich schneller fahren als Pogačar, sind diese Pausen zwischendurch dann so ineffektiv, um ihn einzuholen. Fast unmöglich jetzt in dieser Situation, ihn dann noch mal einzuholen. Ja, und da haben wir das gleiche Szenario, dass hinten eigentlich wenig läuft. Jakob Fuglsang zum Zweiten, aber aus dieser Situation kann sicherlich keine Einholung erfolgen, abgesehen, wenn Pogačar ein technisches Problem hätte oder einen Sturz, aber das wünschen wir ja niemandem. Im Moment ist die 30-Sekunden-Marke überschritten und ich bleibe dabei. Also wenn die diesen Abstand nicht vor dem letzten Aufstieg von Kamilienhut reduzieren, dann wird der Pogačar auf und davon sein. Ich glaube kaum, dass einer schneller fahren kann. Und das Thema mit den Salzrändern auf den Hosen
Das haben wir heute auch. Also massiver Salzverlust für die Rennfahrer, weil es heute eben doch recht warm ist. Julien Alaphilippe ein weiteres Mal. Wir haben ihn ja auch im Finale von Quebec City mit 2, 3 Angriffen gesehen. Probiert es den dann jetzt auch alleine. Aber das ist ja genau das, was Jean-Claude gerade gesagt hat. Irgendwie auch ein bisschen kontraproduktiv. Schauen Sie mal oben auf die Uhr. Das sind 32 Sekunden Differenz von Tadej Pogacar eben dann jetzt hier zu dieser Gruppe. Alex Aramburu kommt von hinten angefahren. Alex Aramburu, der hier im vergangenen Jahr auf der 3. Position gewesen ist. Ja, und Alex Aramburu, das ist ein schneller Mann. Den möchte man natürlich da so ins Finale auch nicht mitnehmen. Also Zwickmühle für alle, die jetzt da drum sind. Also, Julien Alaphilippe lässt jetzt mal den Aramburu. Der will jetzt aber auch nicht so wirklich. Und das ist alles gut für Tadej Pogacar. Jetzt fahren natürlich richtige Rennfahrer da los. Wahnsinn, ey. Boah. Volles Finale hier, trotzdem schon 30 Sekunden damit. Wird's ganz eng für die 3 auf der Verfolgung. Matteo Jorgensen ist noch hinten rangefahren. Wundert mich immer wieder, Hut ab vor Alex Aramburu. Der gewinnt ja auch aus 30, 40, 50 Rennfahrern auf solch einem Kurs hier. Letztes Jahr schon Dritter und jetzt hier wieder vorne mit dabei. Jorgensen, der ist platt, der kann gerade nicht mehr oder will nicht. Ich denke, er kann einfach nicht. Alles gegeben, um diese Lücke zuzufahren. Und wer ist das? Mohoric kommt, glaube ich, noch mal von hinten. Ja, also das wäre eine Möglichkeit, wenn sich hier eine 4-5 Mann starke Verfolgergruppe bilden würde. Aber wir haben schon von der Thematik gesprochen. Ein Mohoric, der hat kein großes Interesse, dem Tadej Pogacar in die Quere zu kommen. Es wäre aber vielleicht eine Möglichkeit. Also wenn die 4 sich relativ schnell einig sind und sich in der Verfolgung organisieren könnten, dann wäre es wieder vielleicht eine kleine Option, diesem Mann näher zu kommen. Allerdings, der Vorsprung wächst Sekunde um Sekunde. Ich weiß gar nicht, warum er sich da jetzt so kritisch umblickt irgendwie. Wir sind bei 37, 38 Sekunden. Das ist jetzt das Maximale, was Tadej Pogacar, seitdem er weggefahren ist, da rausgeholt hat. Ja, und offensichtlich, so sieht es zumindest mal gut aus, dass sich diese Vierergruppe in seinem Rücken da auch konsolidiert. Und Julien Alaphilippe liegt da zwar noch einmal nach hinten. Wir werden hier aber gleich nochmal, Teufelslappen ist da, zählt aber erst für die nächste Runde, noch einmal bei der stationären Kamera sehen, wie groß der Abstand denn zu diesen Vieren nach hinten aufgegangen ist. Pogacar ist im Moment ziemlich safe. Entschuldigung, es ist Peyo Bilbao, es ist nicht Mohoric. Also das könnte die Sache auch ein bisschen verändern, denn ich sage nicht, dass es ein abgesprochenes Ding ist, aber die Interessen von Peyo Bilbao, die gehen natürlich nicht in Richtung slowenische Mannschaft. Der vertritt Bahrain Victorious und möchte dieses Rennen selber gewinnen. Hat vielleicht auch das Potenzial dazu. Oh, der wird anders hinterherfahren als ein Mohoric vielleicht. Da bin ich voll bei dir. Stark, 45 Sekunden. Aber auch schön zu sehen, Julien Alaphilippe. Klar, der ist Doppelweltmeister vergangener Tage. Aber die Durststrecke, die war lang. Und ich freue mich, ihn hier seit geraumer Zeit im Aufwind zu sehen. Bei solch einem Rennen hier im Finale vorne mit den Weltbesten mitfahren zu können, das ist richtig toll. Und das könnte auch Richtung Zürich eine schöne Option sein. Vielleicht nicht die Karte Nummer 1, aber vielleicht jemand, der aus einer Gruppe, die man unterschätzt, herausgewinnen kann. Nächstes Jahr auch Teamkollege von Marc Hirschi im stärker und stärker werdenden Team Tudor Pro Cycling Team in der Schweiz. Also diese 4 hier, Julien Alaphilippe, Bilbao, Alex Aramburu, Bart Lemon bekommen das Glockenzeichen. Letzte Runde von der Weltmeisterin von 1974. Und das ist dann eben der jetzt dann doch auch schon deutliche Abstand zu den Verfolgern. Allerdings 32 Sekunden nach vorne ist schwer. Einmal noch Kamil Utz, dieser letzte Anstieg zu fahren. Da wird auch diese Gruppe hier nochmal wesentlich kleiner. Die wird auch nochmal auseinanderbrechen. Und das wird dann eben die Frage sein, ob vielleicht an diesem Anstieg diese knapp 15 Sekunden der Verfolger des Verfolgers denn dann eben auch noch diese Lücke schließen können. Die 73-jährige Geneviève Gambillon, die die Glocke geläutet hat, auch für diese Gruppe. So, und Tadej Pogacar ist da jetzt schon drin in
dieser letzten Rampe. Nein, da kommen ja noch Anstiege, aber es ist einfach der schwierigste, der wichtigste Anstieg. Der Anstieg, an dem er eben seinen Vorstoß gestartet ist, dreht sich nochmal um, aber er sieht die da nicht. Diese 4, die sind noch ein bisschen außer des, der Reichweite des Slowenen. Bilbao, Alaphilippe, Aramburu und Bad Lehmen. Bad Lehmen, der da ziemlich am Anschlag fährt, kann die 3 nicht unterstützen. Pello Bilbao mit dem Ellbogenzwick fordert er da Alaphilippe auf, vorbeizufahren, aber auch die können hier nicht schneller berghoch fahren. Und Tadej Pogačar, der hält seinen Vorsprung stabil. Und selbst er, ne, du hast es eben erwähnt, selbst er mit echt richtig Salzkruste, mit Landkarte, wie man so schön sagt, auf dem Hinterteil hier, man sieht's, rechte und linke Pobacke, schwer gezeichnet da von Salzrändern. Also doch hoher Mineralienverlust und das sieht man sehr, sehr selten bei Tadej Pogačar. Ja, bei der Tour de France fährt er ja mit einem Sensor, der seine Kernkörpertemperatur überwacht. Ich weiß nicht, ob das hier auch der Fall ist, aber eins ist sicher, also man musste heute auch genügend trinken, diese Mineralsalze ersetzen, um am Schluss dieses Rennen keinen Krampf zu erleiden. Im Moment scheint das für ihn kein Problem zu sein. Alaphilippe und Bilbao sind klar die stärksten in diesem Quartett. Aramburu bleibt dran und Bad Lehmen, der hat da immer 1-2 Meter Rückstand, derweil hier Tadej Pogačar praktisch ein Bergzeitfahren bestreitet. So, diese Gruppe ist vorhin hier noch von Andrea Baggioli angeführt worden. Jetzt hat hier aber mittlerweile Ben Healy das Kommando in dieser Gruppe übernommen. So, Bad Lehmen, der wird da oben an der Kuppe vielleicht gar keinen richtigen Kontakt mehr haben. Nee, der reißt jetzt nämlich nachhaltig ab. Wir fahren mit dem Motorrad an ihm vorbei. Wir haben gerade auch noch mal Julian Alaphilippe gesehen, der vielleicht noch darauf spekulierte, dass der Niederländer da noch mit dabei ist. Ist er aber nicht. Also, hier sind sie nur noch zu dritt. Allerdings aber auch 43 Sekunden Rückstand gegenüber Tadej Pogačar. Der vorne ausbaut, hier an der Stelle, wo er eben losgefahren ist. Schon wieder in richtig, richtig guter Form der Sieger des diesjährigen Giro und der Tour. Tadej Pogačar allein auf weiter Flur. Das Ding ist gelaufen. Also, Tadej Pogačar mit seinen kurzen Kurbeln, eigentlich ganz entgegengesetzt zu dem, was man früher dachte, dass beim Zeitfahren zum Beispiel die Kurbeln länger sein müssen. Er macht genau das Gegenteil, verkürzt die Kurbeln und ist damit schneller als die anderen, fördert damit natürlich eine hohe Trittkadenz und das bewahrheitet sich jetzt, dass Pello Bilbao in dieser Nachführgruppe der stärkste ist. Allerdings, um ganz nach vorne aufzuschließen, wird auch diese Aktion nicht reichen. So, da oben ist die Kuppe von Kamil Ut und Tadej Pogačar hat das schwerste Stück Arbeit dieser Runde geschafft. Kann jetzt hier erst noch mal ein bisschen durchschnaufen in der Abfahrt. 48 Sekunden sein Vorsprung gegenüber Pello Bilbao. Ist 9. gewesen, der Spanier, zuletzt am Freitag in Quebec. Dieser Saison ein Etappensieg bei der Slowenien-Rundfahrt und ansonsten auch noch eine Handvoll schöne Top-10-Platzierungen. Hier haben wir ihn, den jetzt einzigen Verfolger von Tadej Pogačar. Auch schon 34 Jahre inzwischen. Und bis 2026 noch bei Bacheim Victorious unter Vertrag. Auch schon 50 Sekunden jetzt fast an Rückstand. Ja, das Ding ist gelaufen, genau wie Jean-Claude sagt. Und da hoffen wir einfach, dass alle heile durchkommen. Sturz wäre natürlich jetzt fatal, aber Sie kennen die Runde, sind hier jetzt 16 Mal lang gefahren. Das sollte im Normalfall alles gut laufen. Ja, und den meisten tut es immer mehr weh. Und bei Tadej Pogačar und bei Pello Bilbao hat man das Gefühl, jede Runde geht es ein bisschen besser. Aber es ist klar, es wird nicht mehr lange dauern. Die Positionen sind bezogen. Die Frage stellt sich nur, ob Pello Bilbao da sich diese Gruppe mit Tischbenot vom Halse halten kann. Der Sieg, der ist weg.
Das ist interessant, dass sich Tadej Pogacar permanent umdreht, als wären sie ihm direkt auf den Fersen. Er sollte es über den Funk doch auch eigentlich besser wissen, oder? Aber was gibt's denn da bei 40 Sekunden zu gucken? Da sieht er doch nichts. Weißt du, es gibt auch gemeine sportliche Leiter, die da immer ein bisschen schummeln. Die sagen, hey, du musst Gas geben, die sind nahe dran, die sind gut organisiert. Der Pello Bilbao hat wahnsinnig Dampf drauf. Vielleicht eine Möglichkeit, um eben deinen Rennfahrer ein bisschen schneller werden zu lassen. Oder Funk ist aus, kann auch sein. Stecker raus, passiert selten inzwischen. Kommunikationsgeräte, dann natürlich auch mal besser. Das ist verboten. Ich glaube auch. Popo muss auf dem Sattel bleiben, ne? Das wird Diskussionen geben. Ja, es gibt dann auch die Formel, wo du dann die Sattelspitze so an die Po-Backe klemmst und sagst, ja, ich habe mich ja nicht ganz aufs Oberrohr gesetzt, aber die Bilder da, die werden diesem Mann hier, dem Pello Bilbao, einige Probleme bereiten. Und so sollte das der Fall sein. Wir werden ja heute die Siegerehrung noch mitnehmen. So schnell wird da sehr wahrscheinlich dann jetzt auch gleich keine Entscheidung getroffen, weil vielleicht hat es ja auch nur der Jean-Claude und wir und Sie gesehen, aber keiner von der Jury oder sehen wollen. Dann erfahren Sie das natürlich bei eurosport.de, denn auch die Kollegen werden Sie da immer auf dem Laufenden halten, was den Radsport anbelangt. So, 38 Sekunden für den Spanier, 50 Sekunden die nächsten Verfolger. So, und hier sind ja noch 3 von Visma Lease Bike mit dabei. Die teilen so ein wenig das Schicksal von Lotto Destiny. Nicht ganz so vergleichbar mit dem Freitag, aber die waren dann eben auch in dieser Dreierkonstellation gewesen, wo man sagen konnte, Mensch, ihr habt doch mehrere Möglichkeiten, da jetzt mit den Karten zu spielen. Ja, und die beiden Franzosen, die kommunizieren jetzt hier noch einmal, aber ja, Freunde, das ist jetzt ein bisschen spät, ne? Ja, also was willst du machen? Also Julien Alaphilippe, der hat lange Zeit gut ausgesehen. Die Gruppe funktionierte nicht, weil Bart Lemon nicht mitfahren konnte, weil es dann auch sehr, sehr harzig wurde im Aufstieg drin. Das ist ihm natürlich sehr entgegengekommen und jetzt weiß er, mit 40 Sekunden brauche ich auch kein großes Risiko mehr einzugehen. Wir haben gesehen, wie problematisch gewisse Stellen sind. Und er fährt ganz klar um Platz 2, wird versuchen, da die Gruppe hinten mit Tish Benoot und Bardet Alaphilippe nicht mehr herankommen zu lassen. Hat auch noch 2 Hügelchen vor sich, also für ihn tendenziell eher ein Vorteil, weil er da stärker ist als die anderen. Geht jetzt also hier nicht die letzten 6 mit Gegenwind gerade raus rein. Sie kennen ja den Zieleinlauf. Das sollte im Normalfall reichen. Ist ja auch wirklich technisch richtig gut. Kommt um die Ecken rum, sitzt aerodynamisch drauf. Und ja, ich habe schon gedacht, der Kommissär gerade neben Pello Bilbao, der hat dich gehört, aber es war Tadej Pogacar, mit dem gesprochen wurde. Vielleicht geht's Radio wirklich nicht und da kam gerade die Ansage, wie viel Vorsprung, ich weiß es nicht. Also was für ihn hier sicherlich keine Bedeutung hat, das ist der Leaderstatus innerhalb der Nationalmannschaft. Er ist klar der Leader mit Primož Roglič zusammen für die Slowenen. Aber Pello Bilbao, ne, mit so einer Aktion, mit dem Beweis, dass er wirklich top ist, das könnte vielleicht für die spanische Auswahl ein Upgrade von seiner Position bedeuten. Es geht noch um eine Position bei der Siegerehrung, um Rang 3. Wilco Kelderman, der jetzt hier versucht, da noch einmal wegzufahren. Das hat natürlich sofort eine Reaktion gehabt. Ja, und wir haben vorhin auch gesehen, Julien Alaphilippe, der war ja eigentlich noch 2-mal innerhalb dieses Rennens in einer ganz, ganz guten Position, vielleicht am Ende des Tages auch auf dem Treppchen zu stehen. Nur habe ich den Eindruck, dem hat man jetzt hier aber ordentlich den Zahn gezogen. Er darf mir aber gerne das Gegenteil auf diesen letzten 5,4 Kilometern plus X für Julien Alaphilippe beweisen. Tadej Pogacar auf und davon 41 Sekunden vor diesem Mann. Pello Bilbao. Der hält wiederum 20 Sekunden vor Fuglsang und Co., der jetzt auch wieder eingeholt wird. Alex Aramburu kommt davon hinten. Der aktuelle spanische Meister und Alaphilippe da auch. Hoppala! Den letzten
Körnern, die er noch hat, eben noch mal wirklich all out gegangen da am Hinterrad von Pello Bilbao und fährt hier jetzt auch wieder ran. Schön zu sehen. Also gefällt mir immer besser und kommt richtig in Schwung, der Ex-Weltmeister Julien Alaphilippe. Ja, fährt jetzt Marc Hirschi wieder Pogacar oder der Pogacar wieder Hirschi? Aber die Rennen laufen eigentlich immer gleich ab. Ne? Also, wenn die sich... Und alle wissen es und keiner kann was dagegen tun. Ne? Nein, was willst du auch dagegen tun? Also die Bilanz dieser Mannschaft, wenn sie da mal auftritt, einzig und allein bei der Dänemark-Rundfahrt, Marc, haben wir das erlebt, dass die mal auch so ihres übliche Szenario durchziehen wollten, aber aufgrund eines Sturzes von Mikkel Bjerg das Ganze nicht aufgegangen ist. Das ist doch relativ selten. Und klar, die Dänemark-Rundfahrt und der Grand Prix von Montreal, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der hat mich gehört gerade, ne? Hätte ich gehört, Julien Alaphilippe gehört. mal. Der will mir das jetzt nochmal beweisen. Mann, oh Mann, oh Mann. Muss man denn die Leute verbal immer anstacheln? Ja, und ich weiß auch gar nicht, was der Aramburu da so vorhat, weil dem Aramburu sollte das doch ganz lieb sein, wenn sie vielleicht alle geschlossen auf die Zielgerade kommen, dann ist ja seine Chance größer, als wenn er jetzt versucht, hier nochmal den Helden zu spielen irgendwie. Also vorhin die Aktion habe ich schon nicht so ganz verstanden. Wieso lässt er sich denn von Wilco Keltermann da so aus der Reserve locken? Lass ihn doch fahren, alleine. Ist doch egal. Aramburu ist da sowieso schneller und den Keltermann holen sie sich wieder zurück. Ich glaube, der hat Angst, dass die nochmal wegfahren. Ne? Der Alaphilippe, der attackiert und attackiert und attackiert, weil er einfach da gerne noch mit aufs Podium möchte. Noch verstehen. Ja, es gibt noch ein Element. Weißt du, Aramburu, der war ja in der Gruppe mit Alaphilippe und Pello Bilbao im Aufstieg von Kamilienhut. Aber dem hat es die Beine ein bisschen zusammengezogen. Ne? Also der sagt sich vielleicht auch, es ist einfacher, da mit einer kleinen Gruppe mitzugehen. Wenn ich dann den Sprint hinten nicht mehr gewinne, da habe ich doch die bessere Positionierung, als wenn alle zusammenbleiben. Das ist ja jetzt wie beim Gehen, ne? Wenn man die Zeitlupe daher nimmt und ein bisschen näher ranzoomt, dann kann man ihn erwischen, den Pello Bilbao. Macht das hier schon sehr riskant. Ja, das war jetzt, glaube ich, noch auf Messers Schneide, ne? Das ja, das war noch völlig in Ordnung gewesen. Nur über diese Huckel da drüber, kann man auch mal sagen, ja, Freundchen, hast du den Sattel jetzt aber nicht mehr berührt. Und darauf kann er auch stolz sein. Ne? Das ist der Einzige, der den Sieger noch irgendwie in Sichtweite hat. Pello Bilbao fährt natürlich ein tolles Rennen. Tadej Pogacar kann es sich leisten, schon ein bisschen rauszunehmen. Da ist er nicht mehr absolut am Anschlag. Ja, so ist es natürlich am schönsten, Rennen zu gewinnen, wenn du die letzte Zeit auch genießen kannst. Ja, und vor allem am Ende machen es ja auch die Zeitabstände, ne? 45 Sekunden zum ersten Verfolger, über eine Minute zu dieser Gruppe hier, wechselseitig greift man sich da an. Tom Skujins jetzt nochmal mit dem Vorstoß, Lidl Trek ja in der letzten Zeit sehr, sehr erfolgsverwöhnt, aber auch er kommt nicht so richtig weg. 2100 Meter sind es noch. Und hier geht es immerhin noch um Platz 3. Ja, denn der Sieg ist weg, schon lange. Wie viel waren es? 24 Kilometer? Ja. Als er angegriffen hat, dann haben einige versucht zu reagieren, unter anderem Pello Bilbao, der wird für seine Anstrengungen belohnt werden. Und irgendwie wird es dann noch aus der Gruppe heraus einen dritten geben. Wer von euch hat gesagt, er möchte sich vielleicht bedeckt halten, dass man ihm da nicht in die Karten schaut für die WM in Zürich? Also aus dem Konzept wird heute nichts. Einfach nur eine These. Widerlegt, weggeschoben. Ja, schon recht. Wenn der am Start steht, hat er auch Lust und das zeigt er heute wieder in Reinkultur. Tadej Pogacar, der Sieger des diesjährigen Giro
der Tour de France und viele andere Rennen. Wird wahrscheinlich, wenn er so weitermacht, auch siegreichster Fahrer des Jahres werden, glaube ich. Ne? Schon gut angehäuft dieses Jahr. Und worüber haben wir gesagt, reden wir noch, Lude? Will ich mich wahrscheinlich gerade nicht daran erinnern, wenn du so fragst. Ja, Küsschen, Küsschen. Ja, alle wissen es und keiner kann mitfahren, ne? Wahnsinn. Ich meine, spätestens als Maika von vorne das Tempo hochzieht, wussten ja alle, okay, bitte fahr nicht zu schnell los. Und es kann keiner gegenhalten. Brutal. So, er kann hier noch mal abklatschen. War das gerade Michael Matthews gewesen, der dann noch am Straßenrand stand. Er hat das Rennen ja mittlerweile aufgegeben. 21 Siege bis dato. Jetzt kommt der 22. Heute Abend unserer Zeit. Mit dazu, nachmittags ist es in Montreal und es ist der 73. Sieg für das Team Emirates. Und allein diese Zahlen sagen alles aus. Und jetzt müsste ich sogar mal nachgucken, ob es überhaupt mal so einen Vorsprung eines Siegers bei diesem Rennen in Montreal gegeben hat. Ich glaube nicht. Ja, und wenn er voll gefahren wäre und ohne Abklatschen, dann wäre es wahrscheinlich eine Minute gewesen. Schon stark, was er da abgeliefert hat. Ganz klarer Top-Favorit für Zürich, für die Weltmeisterschaft. Und irgendwie ja auch cool und schön bei aller Dominanz. Der kommt am Ende immer noch cool und locker rüber und klatscht die Leute ab. Also ich finde den einfach auch echt lässig, den Tadej Pogačar. Nimmt sich selbst nicht zu ernst, bleibt halt noch ein bisschen am Flughafen, weil sein Visa nicht safe ist. Und genau wie du sagst, Jean-Claude, toller zweiter Platz. Der einzige, der da halbwegs dranbleiben konnte, Pello Bilbao. Ja, und nach dem Etappensieg bei der Slowenien-Rundfahrt sein zweitbestes Ergebnis in dieser Saison. So, und da geht es ja jetzt noch einmal um Position 3. Skuins gehen jetzt dann aber auch langsam die Beine auf. Und am Ende, jetzt müssen wir mal gucken, Julian Alaphilippe, nein, schüttelt den Kopf, hat es nicht geschafft. Izagirre war auch noch da mit dem Sprint mit dabei. Ja, eine Formsache, Auftrag erfüllt. Der Sieger heißt wieder Tadej Pogačar, genau wie im Jahre 2022. Ganz knapp, Platz 3 würde ich mich jetzt auch nicht festlegen. 3 Rennfahrer da sehr nah beieinander. Da, ich habe Alaphilippe vorne gesehen, aber warten wir mal ab. Tja, also zum zweiten Mal hier erfolgreich nach 2022. Da ist es im Finale ein bisschen enger gewesen, denn dann jetzt hier dieser beeindruckende Solosieg. Ach Leute, alle ganz ruhig bleiben, es ist ja nichts passiert. Hier nichts Dramatisches. Ich habe doch hier das Ding nur gewonnen, ganz lässig. Wir haben heute